Habe die Ehre, liebe Wellensittiche, da ist Anja aus dem Schnitt. Ich habe eingeschissen. Und zwar ausnahmsweise nicht in mein Bett, sondern ich habe während der Aufnahme nicht bemerkt, dass mein Mikrofonkabel einen Wackelkontakt hatte. Was hat's? Ein Wackelkontakt. Man hat die Aufnahme dann natürlich nicht verwenden können und wir haben kurz überlegt, ob wir die Folge jetzt einfach skippen, also ob wir es nicht rausbringen. Aber erstens wurde ja wieder unsererseits so viel Weisheit gesprochen. Und zweitens, was ist jetzt so lang? Was macht sie bis nächste Woche? Das können wir eigentlich nicht, oder? Das ist grausam. Deshalb haben wir meine Handyaufnahme genommen, die währenddessen mitgelaufen ist und haben es durch ein Tonrettungsprogramm durchgejagt. Und das hat nicht schlecht funktioniert. Es hört sich jetzt einfach nur ein bisschen anders an, beziehungsweise an manchen Stellen ein bisschen komisch. Aber dann wisst ihr jetzt warum und ich hoffe, ihr könnt mir diesen Fauxpas verzeihen und nächste Woche ist wieder in gewohnter Soundqualität in euren Ohren innen drin. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ich küsse durch eure Schnäbel. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer 9. Podcast-Folge. Leck Arsch, wir sind fleißig und wir sind wie immer jeden Donnerstag um Mitternacht in euren Ohren innen drin und freuen uns, dass ihr uns alle zuhört. An dieser Stelle möchte ich uns noch mal kurz vorstellen. Ich bin Verena und ich sitze hier mit meinen zwei Besties, Theresa. Nenn mich nicht Theresa, bitte. Hallo. Okay, Respekt. Ich hasse es hier. Und Anja ist auch dabei. Aber sorry, der sei du nicht so. An der Stelle möchte ich mich herzlichst bedanken bei dem Menschen, ne? Oder beziehungsweise bei seiner Autokorrektur, der schreiben wollte, Res, du bist der Wahnsinn, und der stattdessen geschrieben hat, Räder, du bist der Wahnsinn. Also danke, dass wir jetzt einen neuen Spitznamen haben. Ja, rühre gern bei uns, da geht auf jeden Fall die nächste halbe auf mich. An diesem Wochenende haben Verena und ich sehr oft geschrieben, Räder, habt ihr nicht so? Und schon auch dafür, danke. Ja, auch von mir ein herzliches Danke für diesen neuen Wir haben ja auf Social Media eine kleine Umfrage gestartet, um euch Wellensittiche besser kennenzulernen. Und da hat Res sich die Mühe gemacht, diese Umfrage einzustellen. Res, wie ist dir denn gegangen damit? Erzähl doch mal. Es hat damit angefangen, dass ich nicht alle Regierungsbezirke von Bayern zusammengebracht habe, aber die Umfrage schon gepostet habe. Also die erste Story, die ich gemacht habe, war mit, seid ihr aus Oberbayern, Niederbayern, Franken oder woanders aus Deutschland? Und alle anderen Regierungsbezirke habe ich unterschlagen. Da sind dann schon die ersten wütenden DMs eingetroffen. Zu Recht. Ja, und ich habe in der Zeit die ganze Zeit mit der Anja hin und her geschrieben und habe ihr berichtet, wie schlimm es mir gerade geht und wieso ich schon wieder eine Story neu machen muss. Ich blende euch mal einen kurzen Einblick ein von diesem Fiebertraum, den ich da erlebt habe. Also ich möchte jetzt nicht fertig machen, aber Schwäbisch Allgäu ist in Baden-Württemberg. Bayerisch Allgäu. Oder Bayerisch Schwaben. So rum war's. Und komplett zerrissen hat es uns dann, als ich versucht habe, irgendwie alle Altersgruppen in eine Umfrage einzubringen, weil man kann immer nur 4 Optionen in so eine Umfrage einbauen und das ist sich nicht gescheit ausgegangen. Und dann habe ich es halt auf 2 Storys aufteilt und habe jetzt sehr lose abgefragt, so die jüngere Sparte, aber ganz genau genommen habe ich es dann ab 45. Da wollte man es ganz genau wissen. Da ist ich glaube sogar in 5er Schritten abgefragt worden, wie alt ihr seid. Ja, es ist auch ein paar Wellensittiche aufgefallen. Auch zu dem Thema sind ein paar, ich darf jetzt nicht sagen wütende DMs einer geflattert, aber ja, ihr habt es auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht so optimal gelaufen ist. Und auch Ja, ich wollte Res eigentlich ja gar nicht kritisieren, aber ich habe dann immer so gesagt, so, Res, es gab halt eigentlich noch andere Regierungsbezirke oder halt dann so
Ja, 31 bis 45 ist irgendwie schon eine lange Altersspanne. Aber passt schon, also gar nicht schlimm. Anja hat gemerkt, dass ich schon komplett am Ende bin. Und sie hat dann nur noch geschrieben, ich kann nicht mehr. Ja. Ja. Blenden wir jetzt auch noch mal kurz was ein. 31 bis 45 liebe ich als Altersspanne, wenn die nächste Story dann das genaue Alter in 5 Jahren steht. Danke dafür. Jetzt ja mein Abend erhält deine Umfrage. Vor allem ist es so dumm, weil die meisten Leute in unserer Zielgruppe sind ja 31 bis 45. Aber es war halt schon interessant zu wissen, wie alt genau. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin raus. Ich mache nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin raus. Das ist so dumm. Nein, mich interessiert mehr, wie genau die Abstufungen sind von 46 bis 60. Das ist so scheiße. Und als ich die Story gemacht habe, war ich nur so zufrieden, weil man gedacht hat, das geht sich perfekt aus mit dem Ü60. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Aber es ist ja gar nicht so wichtig, welche technischen Schwierigkeiten es bei der Umfrage gegeben hat. Was wirklich wichtig ist, sind ja die Ergebnisse, damit wir jetzt auch endlich wissen, wie unsere Wellensittiche so drauf sind. Und die teilen wir jetzt mit euch, die Ergebnisse. Also erst einmal zu den groben Daten. Haben wir herausgefunden, dass die meisten von euch aus Oberbayern sind, dicht gefolgt von Niederbayern und der Oberpfalz. Und aus Franken haben wir tatsächlich auch ein paar Hörerinnen und Hörer. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Und auch aus Schwaben bzw. aus dem Allgäu. Und was krass ist, wir haben tatsächlich aus dem Rest von Deutschland auch sehr viele Stimmen. Fast so viele Stimmen wie für Österreich. Das ist wild. Finde ich schon, ja. Und es gibt auch noch 2 Schweizer, die uns zuhören. Danke dafür. Und aus anderen Ländern haben wir sogar auch noch vereinzelt Stimmen gekriegt. Und auch bei der Altersspanne haben wir interessante Ergebnisse gekriegt. Nämlich, wer hätte es gedacht, dass wir die meisten Stimmen gekriegt haben von Leuten, die 31 bis 45 sind. Hä? In der größten Altersspanne. Ja, wieso sind das mehr da als die über 60-Jährigen? Hä? Wie konnte das denn passieren? Na Schmarrn, wir lieben, dass ihr uns zuhört. In allen Altersgruppen tatsächlich. Also richtig, richtig Yes. cool. Freut uns. Und dann haben wir euch noch gefragt, was ihr denn besonders gut kennt. Und da ich euch jetzt auch, kann euch leider nicht alle Antworten vorlesen, weil es waren ganz schön viele, aber ich darf euch ein paar raussuchen. Besonders glücklich gemacht hat mich Futtermacher für unsere Kühe, bin 10 Minuten schneller wie jeder andere. Das hat mich auch brutal gefreut. Bei der Antwort stellt sie mir die Frage, ob du das dann gescheit machst. Weil, wenn du einen Futtermischwang befüllst, dann geht es ja schon sehr genau nach Gewicht, was du da für Zutaten reinschmeißt. Und ich kann mir vorstellen, wenn du 10 Minuten schneller bist als alle anderen, dann hast du entweder ein brutal gutes Gefühl für wie viel eine Schaufel voll Silo wiegt, oder du schmeißt das einfach rein und bist deswegen so schnell. Und es geht nicht so genau. Da bitte eine sehr genaue, ausführliche DM direkt an Farina. Bitte. Oder ein Videobeweis, das darf uns auch interessieren. Was mich auch noch sehr gefreut hat, war die Antwort, granteln und fluchen, dass der Sau graust. Die Formulierung liebe ich einfach. Ist mein Opa wieder auferstanden? Und wir haben noch eine persönliche Antwort mit Grüßen an Farina. Und zwar schreibt Laura, ich denke mal, ich darf den Namen dazu sagen, ich kann meinen Daumen nei und nauskugeln. Liebe Grüße an Vreni. Das ist eklig, Laura. Aber danke für deine Antwort.
Also ich gehe davon aus, dass es dein Freundin lauter ist und dass du Ja. das schon ein paar Mal beobachtet hast, oder? Yep. Das ist echt weird. Nutzt man das auch was? Ich glaube, außer, dass man andere Leute schockieren kann, wahrscheinlich nicht. Sie kann sie wahrscheinlich aus Handschellen dann sehr gut befreien, weil dann kannst du den Daumen so auskugeln und dann kannst du Hand einfach rausziehen aus den Handschellen. Ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, Laura? Kann man ja in vielerlei Hinsicht nutzen, diese Erkenntnis. Also ich werde das auf jeden Fall auf gar keinen Fall nutzen, weil wenn da die Handschellen endlich zugehen, freue ich mich, ja. Eben. Wer das jetzt nicht versteht, muss sich die Folge anhören, in der wir erzählen, auf was wir besonders stehen, beziehungsweise auf was Anja besonders steht. Auf welche Berufsgruppen, Entschuldigung. Ah ja, stimmt. Ein Talent, das ich auch gerne hätte, war, ich kann überall schlafen. Also wirklich überall, egal wie laut das ist oder ob ich stehe. Und das finde ich wirklich eine super ist Kraft. wild. Also Im überall Stehen. schlafen können und auch noch im Stehen, ja, finde ich wild. Da bin ich beeindruckt. Steht die Person dann wirklich so frei im Raum, dann finde ich es krass. Wenn es einen Tischmagneten macht, also wenn es an der Bar quasi lernt und sie dann so auf den Tisch lernt, dann ist das was ich schon öfter beobachtet habe. Und das möchte ich auch gerne noch wissen. Okay. Da braucht man also auch bitte nochmal ausführliche Antwort auf die Frage. Auf wen ich diese Woche besonders stolz bin, weil da hat absolut kein Tischmagnet eingesetzt, ist Verena. Mit der war ich nämlich am Wochenende im Spinnrad. Da waren wir schon im Spinnrad, weil sie ihren Geburtstag gefeiert hat. Und ich habe leider nicht saufen können, weil ich am nächsten Tag in der Früh auf einer Taufe singen habe müssen von einer Person, die mir sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich mich zusammengerissen. Aber ich habe der Verena geschenkt, dass ich sie fahre. Und sie hat mich wirklich nicht enttäuscht. Sie hat so gesoffen, da ist so viel Schnaps in diesen Körper eingeflossen. Und trotzdem ist sie gestanden wie ein Einser. Sie Wie ein hat Einser. wirklich absolut nicht schlapp gemacht. Sie hat auch nicht einmal speien müssen. Und das ist wirklich eine Leistung. Jeder, der schon mal im Spinnrad war, weiß das. Weil diese Bar ist auf einem Berg und du fährst dann sehr, 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 sehr viel Kurven, wenn du da wieder runter möchtest. Das heißt, dieser Berg ist voller Speibe. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und Verena hat schon mehrmals erwähnt, oh, mir ist ganz schön schlecht auf der Heimfahrt. Ja. Aber ich habe ganz 6 Mal halten müssen und ganz ehrlich, es sind Leute in diesem Podcast, wegen denen ich mir auf jeden Fall alle 2 Sekunden halten muss. Servus. Respekt magst du auch noch. Servus, Assa. Ich wollte gerade sagen, Ein stummer Gruß muss klagen. da fällt noch einer. Oh Gott. Vreni, magst du noch was sagen zum Ausflug? Wie war dein Geburtstag? Mein Geburtstag war wundervoll. Am meisten habe ich geliebt, dass um Mitternacht der DJ durchgesagt hat, dass mir zu meinem 46. Geburtstag gratuliert wird. Danke dafür, Anja. Hat mich sehr gefreut. Mir hat das auch sehr gefreut. Mir hat vor allem gefreut, dass ich eine Story davon gemacht habe auf Instagram und dass mir dann jemand geschrieben hat, also wir waren mal wieder im Spinnradl. Und das habe ich so geliebt. Also ich dachte, cool, ein Wellensittich. Generell haben wir auch zum ersten Mal Wellensittiche so richtig in der freien Wildbahn getroffen. Und ich meine damit beim Saufen. Woanders haben wir eigentlich ja schon erlebt jetzt getroffen. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Es hat uns sehr gefreut. Ihr seid sehr sympathisch. Damit haben wir gerechnet. Aber es war schön, um den Beweis zu kriegen. Und wer am sympathischsten war die Woche, das erfahrt ihr am Ende dieses Podcasts. Denn da küren wir nämlich zum allerersten Mal Trommelwirbel den Wellensittich der Woche. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wow. Res, wie war dein Wochenende? Ja, ich war ein bisschen traurig, weil ich das Wochenende schon verplant gehabt habe. Ich war sehr gern mit euch im Spinnradl gewesen. Genau, das habe ich mir das Wochenende aber entgehen lassen müssen, weil ein großes Wochenende füllendes Stream-Event auf Twitch stattgefunden hat, bei dem ich, oder von dem ich Teil war. Da habe ich am Freitag und am Samstag gestreamt und wollte natürlich auch den Rest der Zeit, wo ich nicht selber gestreamt habe, mit dabei sein. Wir waren ungefähr 10 bis 15 Leute, die von Freitagnachmittag bis Sonntagabend einfach durchgestreamt haben. Das ist so wild. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die vielleicht gar nicht wissen, was Twitch ist und so, soll man das? Ja, erklär mal gern. Ja. Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, wo die meisten Leute sie selber dabei filmen, wie sie Spiele spielen, aber
man kann auch einfach nur mit seinem Chat reden oder ja, also mittlerweile gibt es ja ganz viele Sachen. Es gibt auch DJs, die da Live-Sets auflegen oder Musiker, die Konzerte geben online. Genau. Und da bin ich auch vertreten. Da könnt ihr mir gerne mal zuschauen. Ihr dürft euch aber nicht wundern, weil im Internet bin ich eigentlich ein Preis. Also schreckt euch nicht, falls ihr da mal bei mir vorbeischaut und ich da Hochdeutsch rede. Mieze heißt's. M-I-E-Z-E-H. Danke, So nämlich. genau. So ist es. Ja, und damit war ich dieses Wochenende beschäftigt. Ich bin dementsprechend auch saumiert, weil ich halt versucht habe, so viel wie möglich wach zu bleiben, damit ich so viele Streams wie möglich anschauen kann. Jeder hat nämlich so einen 4-Stunden-Slot immer gehabt, deswegen hat es auch häufig durchgewechselt und ich wollte natürlich nichts verpassen. Genau, ich war also ein Kellerkind am Wochenende. Budget. Ja, ich war letztens dabei bei der Res im Stream. Also ich habe mir den eingezogen. Und ich glaube, der Res mag das nicht so gern, weil sie da, glaube ich, auch ein bisschen peinlich ist dann von mir, dass ihr Preis ist. Aber ich muss auch echt sagen, ich verstehe die Streaming- oder die Twitch-Sprache dann auch oft nicht. Ich verstehe kein Hochdeutsch. Nein, ich verstehe die Begriffe oft nicht. Also ich habe dann auch der Verena geschrieben, ich habe keine Ahnung, über was diese Leute reden, aber ich bleibe dabei als Support. Ihr habt schon so ein paar Insider. Ja. Es ist mir wirklich unangenehm, wenn du reinschaust. Es ist irgendwie so, wie wenn man einen Geburtstag größer feiert und man lädt verschiedene Freundeskreise ein und man denkt sich dann, oh, in dem Freundeskreis bin ich ein bisschen anders als in dem und ich weiß nicht, ob das dann so gut zusammenpasst. Ja. Und es ist mir wirklich peinlich, dass ich ein Preis bin vor dir, ja. Ich will nicht, dass du mich so sechst. Das Gesicht von diesem enttäuschten Vater hält man einfach nicht aus. Ja. Der vorwurfsvolle Blick. Ich bin ja jetzt auch wieder nur enttäuscht. Traurig. Na schon mal. Ich habe ehrlich gesagt schon drauf gewohnt. Wir wissen es ja. Naja, aber ganz wichtige Frage, Res. Kann man jetzt so eigentlich leben? Verdienst du da was? Ich darf gerne meine gute Freundin Anja zitieren. Wenn ich für jedes Mal, wo ich die Frage gestellt kriege, einen Cent gekriegt hat, dann kann ich auf jeden Fall davon leben. Ich soll mich wieder an der Top fragen, weil ich glaube, das mit den Flügen haben sie sich nicht so traut. Weil sie das vorher nur in der Folge gehört haben. Aber dann kam schon auch mal wieder im Spinnradl von Leuten, mit die eine Sekunde gekannt habe. Verdienst jetzt du da mehr Geld mit deiner Musik, als wenn du normal in die Arbeit gehst. Und ich denke, was ist das auch für eine Frage? Also ich frage ja auch gerade, wie viel verdienst du eigentlich? So, den ich 1 Sekunde lang kenne. Sag mal, was ist eigentlich dein Gehalt? Ich muss vielleicht mal zurückfragen. Dass du einfach sagst, bevor ich das beantworte, was verdienst denn du eigentlich? Hast du deine Gehaltsabrechnung zufällig da? Kann ich mir die mal anschauen? Gut. Ich hab mir gedacht, wir könnten diese Woche unsere Kennenlernphase nur weiter intensivieren. Und dafür habe ich mal wieder die relevanten Fragen des Lebens mitgebracht. Und damit meine ich die Fragen, die ich auf TikTok gesehen habe, weil da habe ich meine Bildung her. Ist immer schön, wenn ich irgendjemand so sagt, ja, ich hab da gelesen, bla bla bla. Und dann so, ja, eigentlich habe ich es in einem TikTok-Video gesehen. Aber gut. Hauptsache, ich sage selber immer, ja, ich habe gelesen, aber ich erwische mich da selber, wenn ich liege. Und zwar gibt es da so ein schönes Format, was mich nicht juckt. Und irgendwie mag ich das recht gern. Also ich schaue mir das sehr oft an. Und deswegen wollte ich euch fragen, was juckt euch nicht? An allererster Stelle ist, wie teuer mein Spaßgetränk ist. Es juckt mir nicht. Ich bin im Supermarkt bei Preise schon so, dass ich schaue, wie viel kostet das, gibt es eine günstigere Alternative, bla bla bla. Aber bei Spaßgetränke, da schaue ich nicht. Es ist mir egal. Es hat eine schöne Verpackung, es ist sprudelig und meistens in einer Dose. Ich kauf's. Es kostet 2,99, mir egal. Es kostet 3,49, mir egal. Ich kauf's. Ich will es haben. Verständlich. Ja. Was mich außerdem absolut nicht juckt, ist, wie es Wetter wird.
Ich weiß nicht, wie das bei euren Eltern ist, aber meine Eltern ist es immer sehr wichtig, wie es Wetter wird am nächsten Tag oder die nächste Woche. Und es kann mir nichts egaler sein. Es juckt mich nicht. Ich stehe in der Früh auf, ich schaue aus und dementsprechend gestalte ich meinen Tag. Ich muss nicht am Abend vorher wissen, wie es Wetter wird. Es ist mir wurscht. Es ist mir so scheißegal. Hä? Und du bist Twitch-Streamerin. Das verstehe ich gar nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Game it. Mir juckt absolut nicht, wer aus dem Dorf, wo ich herkomme, oder wer aus meiner alten Schule oder wer, den ich von früher kenne, geheiratet hat oder mit wem zusammen ist oder da Haus baut. Es ist mir so wurscht. Ich gun's euch alle. Ich hoffe, es geht euch alle super. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich. Aber es ist mir so egal. Es ist mir einfach so wurscht. Ich verstehe es. Ja. Das ist auch oft so, dass mir dann alte Freundinnen oder auch meine Eltern, dass sie dann sagen, weißt du noch, ein Maxl von damals aus der Grundschule, der hat jetzt geheiratet. Schön. Good for you. Aber es ist mir egal. Ich muss sagen, das Einzige, was mich so ganz, ganz leicht juckt, ist, wenn ich mal mit der Person zusammen war oder so. Dann denke ich mir, ach so, echt? Aber es ist wirklich eine Millisekunde, dann ist es mir auch schon wieder wurscht. Aber das ist sowas, was mich kurz interessiert. Wie ist das bei euch? Also ich habe bis jetzt nur einen Ex-Freund, der verheiratet ist und auch ein Kind oder Kinder hat. Und da war es dann so ein Gedanke von, boah, Gott sei Dank bin es nicht ich. Genau den Gedanken hatte ich auch bei jedem. Ja. Da dachte ich mir, Gott sei Dank bin's ich nicht. Gott sei Dank hab ich kein Kind mit der Person. Gott sei Dank hab ich die nicht heiraten müssen. Das ist echt gemein. Aber ich glaube, das ist Ja, aber das gar Beste. nicht so gemein, weil ja genau, ich glaube, es ist für ihn und für mich das Beste, dass Genau. ich nicht bin. Also Genau. das Stimmt, ja, ist ja die Das andere geht mir Seite. also voll. Ja. Ein letztes hätte ich noch. Was mich auch absolut nicht interessiert, ist, was andere Leute, die draußen auf der Straße sind, die ich nicht kenne, anhaben. Das ist mir, außer es ist irgendwas Cooles, aber generell ist mir so scheißegal, wie andere Leute draußen rumlaufen. Das wirklich, also ich weiß, dass mir das früher sehr wichtig war, dass wir da als Teenager so draußen in Cafés oder so gesessen sind und einfach nur Leute beobachtet haben, den ganzen Nachmittag. Einfach nur geschaut, wer vorbeigeht und was die anhaben und was die deren. Und das war für mich, das war mal ein Hobby von mir, das war für mich jetzt kein Zeitvertreib. Ich dachte da sitzen und denke, ist mir doch so wurscht. Ratsch mal lieber, reden wir über irgendwas, was uns beschäftigt, was uns interessiert. Ja. Also es juckt mir nicht, was andere Leute anhaben, außer irgendjemand hat was richtig, richtig Cooles an. Dann denke ich mir, cool. Und dann bin ich auch immer so ganz kurz davor zum sagen, voll das schöne Outfit, voll der schöne Hut, du schaust gut aus. Ja, und das ist dann so unangenehm, ja. Wenn man spürt oder denkt man sich so, mein Gott, du traust dir jetzt nicht einmal das zu sagen, dabei wird das den Tag von der anderen Person wahrscheinlich besser machen. Was ist mit dir? Ja. Sollte man öfter mal raushauen. Ja, genau, macht's das auf jeden Fall. Ich habe letztes Mal an der Kasse zu der Verkäuferin, die mich bedient hat, gesagt, dass sie voll das schöne Make-up hat und die hat sich so gefreut. Und ich mich auch, weil sie sich so gefreut hat. Also es war dann für beide einfach voll der schöne Moment. War gut, macht's das, leid. Ich kenne es aus Amerika ein bisschen. Da ist echt krass. Also ich weiß nicht, wo ich ein paar Tage in Seattle war. Ich habe so viele Komplimente gekriegt von Menschen, die irgendwas verkaufen oder kellnern oder sonst irgendwas mit. Dein Outfit ist super cute. Your nails are super cute. Your eyes are beautiful. So, also die ganze Zeit vor alle möglichen. Also es war richtig schön. Man denkt, kann man Es echt kommt ein bisschen komisch, wenn du sagst, es sind Leute, die was verkaufen oder die Trinkgeld von dir haben wollen. Oh Gott, ich habe gestern ein Video, ich habe gestern was gelesen. Nein, ich habe einen TikTok gesehen. Und da stand irgendwie so, ja, wenn meine Freundin mir sagt, dass ich hübsch bin und mir dann einfällt, auf welche hässlichen Kerle sie steht und dann mir so, oh. Das fühle ich bei euch auf jeden Fall, ja. Hey, Wow! Wow! du Arschloch. Wow! Ja, aber es ist ja oft so, dass wir uns gegenseitig jemanden sagen und oh, der ist voll heiß und dann sagen wir so, echt, oder?
Das ist so schön, wenn man nicht den gleichen Geschmack hört. Ja, das stimmt. Das ist so sehr traurig. gut. Ich habe die zwei von Heated Rivalry, wir haben schon öfter drüber geredet, von dieser Eishockeyserie, Ja. habe ich einer Beutel von dem Schauspieler geschickt, der so unfassbar fucking heiß ist. Das interessiert die zwar gar nicht. Keine Reaktion, gell? Fällt mir gerade ein. Ach so, ja, da kriege ich gar keine Antwort drauf. Ja, was soll ich sagen? Es passt schon. Ja. Der ist nicht, es passt schon, der ist heiß. Ich muss mir nur mal genau anschauen. Ich habe ja jetzt kein Bewegbild gesehen, aber nur das statische Bild. Oh, ich habe Bewegtbilder gesehen. Ist erstmal glauben. Ja, ich zeig mir die Serie auf jeden Fall auch noch eine. Weil Ja. da wahrscheinlich wieder meine komplette Sexualität hinterfrage. Aber mein, was möchtest du machen? Wieso hast du Angst, dass du schwul wärst? Ich habe Angst, dass ich plötzlich auf Männer stehe. Das war schon. Ja, steh dann. Verena, was ist denn bei dir? Mich juckt tatsächlich so Dorfgerät nicht. So Ratsch, Tratsch. Ein bisschen ähnlich wie bei der Res. Es ist mir wurscht, was für ein Auto bei wem vor der Haustür steht. Es ist mir wurscht, wer mit wem wann wo heimgegangen ist. Es ist mir Boah, die wurscht. Autothematik, ich muss Ja. einhaken, aber das habe ich noch nie verstanden. Ja, Mir ist noch nie aufgefallen, wenn jemand anders überhaupt sein Auto wechselt oder so. Und wenn Ja. ich mein Auto wechsle, dann kriege ich von so vielen Leuten immer einen Kommentar mit, du hast ein neues Auto. Und ich denke mir so, echt, oder das ist dir aufgefallen? ja, Das ist ja, echt wild. ja. Oder also ich weiß auch nicht, wer was fährt. Ich kann auch keinen grüßen, weil ich kenne die Autos nicht. Ich merke es mir nicht. Ich meine damit zum Beispiel aber auch, wenn halt irgendjemand Besuch hat und da ein Auto vor der Tür steht, dass dann, wer war an bei dir, da war ein Auto gestanden, was ist denn da für ein Auto bei euch im Hof gestanden? Keine Ahnung, was da für ein Auto gestanden ist. Es ist mir auch wurscht. Es ist mir einfach wurscht. Es juckt mich nicht. Es ist ja immer ganz witzig, weil ich spiele ja Theater und das ist dann immer 3 Monate im Jahr eine sehr intensive Zeit, wo ich dann mal mit Leuten aus dem Dorf zusammenkomme, die halt Dinge wissen. Und in dieser Zeit bin ich immer top informiert. Ich kriege zum Beispiel auch nicht mit, wenn wer gestorben ist. Wenn mir das keiner auf dem Silbertablett präsentiert, dann weiß ich das leider nicht. Und in dieser Zeit bin ich immer so komplett informiert, was gerade abgeht. Und danach ist wieder so, das kommt gar nicht bei mir an. Aber es ist ja wurscht, weil es juckt mich nicht. Bestes Beispiel, es gab vor kurzem eine Art Verfolgungsjagd bei uns durchs Dorf. Also es war so mit Besoffener vor der Polizei geflohen. Ich hab nicht gewusst, dass du in Crime City lebst. Ja, leck. Ich bin Crime City, wisst ihr es ja eh. Entschuldigung, ich komme aus Bad Tölz. Nicht ihr. Bei uns werden die Leute Sorry. umgebracht. Umgebracht. Oh Gott. Ja, Bulle von Tölz halt. Ach so. Ach so. Ja. Die Oh, alten das- Leute verstehen ja das. Aufschreiben. Also auf jeden Fall, die Verfolgungsjagd. Was hast du dir aufgeschrieben? Dass dieser Clip ist. Was ich dir nachher an den Kopf wirf. Der Streit ist noch nicht beendet. Na, was Positives. Du schaust aus wie der Bulle von Tölz. Dein Körperform erinnert mich an Ottfried Fischer. Wollt ihr jetzt wissen, was bei der Verfolgungsjagd passiert ist oder nicht? Wir können die Geschichte auch an dieser Stelle enden lassen. Naja, du erzählst es gerade. 2 Menschen, denen es scheißegal ist, was in einem Dorf passiert. Aber erzähl's. Nein, ich mag nicht. Ich komme ein bisschen gleich. Ich will ja gar nicht die Verfolgungsgeschichte verzeihen. Ich will ja eigentlich nur verzeihen, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Und die Zeitung war voll davon. Und alle haben drüber geredet. Und dann war Theaterstammtisch. Und dann reden alle über Verfolgungsjagd. Und ich sage, hä, was für Verfolgungsjagd? Und dann sagen die so, hä, was? Das hab ich sogar mitgekriegt, obwohl ich im Urlaub in Italien war. Und dann sage ich, was ist passiert? Und in dem Moment, wo ich sage, was ist passiert, denke ich mir, eigentlich ist mir scheißegal, was passiert ist. Es juckt mich nicht. Es ist mir wurscht. Es juckt mich einfach nicht, was Leute machen, mit denen ich nichts zum Tor habe. Was da irgendwelche für Skandalgeschichten gibt oder auch nicht Skandalgeschichten gibt oder
wie die rumlaufen, was die anhaben. Ich finde es generell immer sehr ermüdend, wenn es in Gesprächen hauptsächlich darum geht, was jetzt irgendwer, mit dem ich nichts zum Tor habe, macht oder nicht macht. Keine Ahnung, können wir nicht über uns reden irgendwie so. Ist doch ein bisschen ein deeperes Gespräch, als wir, wenn ich drüber philosophiere, welche Nachbarn das und das gemacht haben und dann gehe ich dann nach heim und denke mir, ja, und die Person, mit der ich jetzt fort war, was macht die eigentlich? Keine Ahnung. Ich kenne das Gefühl, mag ich auch nicht. Was juckt die nicht, Anja? Was mich nicht juckt, was, glaube ich, sehr viele andere Leute juckt, zumindest bei denen ich mitfahre, mir juckt absolut nicht, wie die Person ausschaut, die ich gerade mit meinem Auto überhole. Ihr werdet von mir nie den Blick sehen, dass ich da rüber schaue. Macht sie das? Sollten. Also wenn mich die Person richtig aufgeregt hat, dann schaue ich mal kurz. Aber eher um so einzuschätzen, so ein bisschen das Alter und Mann, Frau. Nein, Geschlecht interessiert mich tatsächlich da nicht so, weil ich merke, ob es eine Frau oder ein Mann ist beim Autofahren. Ja. Ich glaube, wir drei sind die einzigen Personen, die ständig sagen, ja, natürlich. Da hockt bestimmt der Mann drin. Weil normalerweise hört man das ja immer nur bei Frauen. Aber mir ist letztes Mal aufgefallen, dass wir eigentlich die einzigen Menschen sind, mit denen ich persönlich zum Tor habe, die das bei Männern ständig sagen. Ja, natürlich ist voll. der Mann drin. Ein Typ. Wer soll es sonst sein? Dann der Körper von anderen Leuten ist mir wirklich sehr egal. Also ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass mir sogar meine eigene Körperform mehr wurscht ist, als andere Leute das interessiert. Ja, ich finde, man kann sich nicht schneller unsympathisch machen, als wenn man jetzt sagt, oh, schau mal da hinten, die ist ja so dick oder keine Ahnung was. Da denke ich mir also, Alter, was ist mit dir? Finde ich dermaßen unsympathisch, wirklich. Ja. Fühle ich auch nicht, denke ich mir nicht, ist mir egal. Ja. Auch bei Outfits oder Frisuren oder so ist genau das Gleiche. Ja, die meisten, die achte ich gar nicht und dann eigentlich meistens nur, wenn es positiv ist. Oder wenn es ganz, ausgeflippt ist. Wie die Jugend Was sagen flippig wird. ist. Ja, und ich muss auch sagen, dass mich auch nervt, wenn andere Leute halt so sind in meiner Gegenwart, dass mir da immer denke, mein Gott. Ja. Genauso juckt's mich nicht, wenn jemand anders in meiner Gegenwart extrem Spaß hat, also eine Person, die ich nicht kenne. Es gibt nämlich ziemlich viele Leute, die es auf jeden Fall juckt, wenn jetzt halt eine Person zuerst auf der Tanzfläche ist oder wenn die irgendwo an der Stange tanzt oder so, sie sich halt aufführt, quasi, in Anführungsstrichen. Das ist was, wo dann viele so zusammenstehen und so, oh mein Gott, und keine Ahnung was. Aber, liebe Leute, in 100% der Fälle haben diese Menschen keinen Spaß. Während die Person auf der Tanzfläche extrem viel Spaß hat. Also wer wollt ihr sein? Wollt ihr die Person sein, die lästert und an der Seite steht und keinen Spaß hat? Oder wollt ihr die Person sein, die sie aufführt? Wenn es das mal beantwortet, dann führt es euch vielleicht auch mehr auf in eurem Leben. Und das macht Spaß, wir können zu viel. Dann, was mir ja absolut nicht juckt, ist, wenn mir ein Video auf Social Media nicht gefällt. Also, das ist dass sich da Leute die Mühe machen und irgendeinen Hate-Kommentar schreiben, weil einer jetzt halt irgendwas nicht gefällt. Also irgendwas, was jetzt nicht komplett gegen Menschenrechte oder so ist oder mich persönlich oder meine beste Freundin beleidigt, keine Ahnung. Es ist mir wurscht. Es ist mir einfach wurscht. Ich scroll weiter. Ich darf da gar keine Energie verwenden, weil das ist aber so, wenn dann Leute schreiben, also wenn ich Hate-Kommentare für irgendwelche Songskizzen von mir kriege oder so, oder wenn sie, manchmal regen sie ja Leute auf, dass andere Leute meine Musik gefällt. Also das regt ja dann Leute auf, wenn da ganz viele positive Kommentare drunter sind, dann macht es die jetzt wieder, aber einer gefällt es nicht und ich denke mir so, es ist doch so wurscht, also wenn ich alles kommentieren darf, jetzt Lieder auf dieser Welt, das mir nicht gefällt, dann bin ich ja nie wieder fertig. So, ich finde, dass manche Leute eine eigene Meinung oder einen eigenen Geschmack wirklich auf ein zu hohes Podest stellen. So. Ja. Es ist doch scheißegal, wenn das andere Leute gefällt, dann gefällt es einer halt und dann lebe ich weiter mein Leben. Was möchtest du jetzt machen? Dann, was mich auch nicht juckt, ist die Meinung von fachlich inkompetenten Menschen. Man merkt ziemlich schnell, ob sich jemand da wirklich auskennt in dem Thema oder nicht. Und oft haben Leute eine sehr starke Meinung, die sich nicht auskennt. Ja. Und dann, wenn du so eine Nachfrage stellst, dann merkst du eigentlich so, sie haben eigentlich gar keine Ahnung. Sie reden eigentlich nur irgendwie in die Stammtischparolen nach.
Ja. Und diese Meinung ist mir sehr egal, vor allem auch was Tipps auf meine eigene Fachrichtung bezogen betrifft. Also Ja. wenn mir jetzt jemand, der absolut nichts mit Musik zum Tor hat, beruflich, lang verzeiht, wie ich was zu machen habe oder so, dann muss ich schon mal innerlich schmunzeln. Weil man denkt auch so, ja, danke fürs Bescheid sagen. Ja. Du wirst das wissen, Alter. Du arbeitest nämlich für eine Baufirma. Aber danke für die lange Belehrung, dass ich, wenn ich so weitermache, mit dieser Art von Musik nie Erfolg haben werde. Okay, alles klar. An dieser Stelle wollte ich mir eigentlich meine Tränen mit Hunderter trocknen, aber ich weiß nicht, wo ich mein Bargeld hin habe. Haben die Wellensittiche etwa kein Bargeld geschickt? Das ist das Schlimme. Frech. Ich finde auch, dass das auch mal passieren nicht kann am Spinnradl, dass man mal jemand ein Bargeld zusteht. Ja. Oh Gott, bitte steckst du kein Bargeld zu. Wirklich, falls du das im wirklichen Leben jemals machst. Und das ist vielleicht nur ein Witz, gell? Ich laufe komplett rot an, wenn es mir ein Bargeld zusteht. Das Herz ist nicht. Oder vielleicht auch schon. Naja, geht sie entscheiden. Okay, ich habe nur ein letztes, was mich nicht juckt. Andere Mannschaften, gegnerische Mannschaften, die sind mir wirklich scheißegal. Also es gibt ja so Leute, die sich so extrem einsteigern in, keine Ahnung, BVB, Freier Söhne. Es ist mir egal. Ich habe keinen Hass auf irgendeine andere Mannschaft. Es ist mir wirklich richtig wurscht. Ich verstehe ja den Krieg zwischen den FC Bayern und die 60er nieder. Ich denke mir so, hey, beides Auwe. aus Bayern. Ja, es ist so. Ich verstehe es nicht. Ich kann beide guten Gewissens unterstützen. Ich verstehe einfach nicht, dass man sich in irgendeinen Hass einsteigern kann. Lustig auf lustig verstehe ich, aber dass man es so wirklich fühlt, finde ich komisch. Finde ich sehr komisch. Ist mir befremdlich. Ja. So. Naja, dann würde ich gerne auch noch wissen, was juckt euch denn so richtig? Rest. Was mich so richtig juckt, ist, was ihr gegessen habt. Ich frage euch regelmäßig, was isst du gerade? Wenn ich in einer Sprachnachricht höre, dass ihr gerade was esst oder wenn ihr erzählt, dass ihr gerade vom Essen kommt oder so. Ich habe gestern Verena gefragt, was hast du gegessen? Weil ich gewusst habe, dass sie an ihrem Geburtstag essen war. Ja. Und dann habe ich eine ausführliche Review eingefordert und die habe ich auch gekriegt. Das interessiert mich brennend, was ihr isst. Regt mich auf, dass ihr das privat besprochen habt. Wir haben, ja stimmt, Entschuldigung. Seit diesem Podcast sind wir auch sauer, wenn die anderen nicht in der Gruppe schreiben. Also wir haben ja WhatsApp-Gruppen und wenn außerhalb dieser WhatsApp-Gruppen Gespräche geführt werden, zu zweit bloß, Ja. Sind wir sauer. macht uns sauer. Also ich war ja letztens sauer, weil ihr das Umfragengespräch ohne mich geführt habt. Da kannst du aber nur froh sein. Ich hätte gern mitgelacht. Ja gut, ich habe dann auch immer eine Bildschirmaufnahme gekriegt, wo all die Sprachnachrichten nochmal abgespielt worden sind, damit ich es auch habe. Danke dafür. Wenigstens das. Na, gestern gab es tatsächlich eine Wellensittich-Stammtisch Social-Media-Arbeitsfrage von der Resami, nämlich: Bruder, wieso postest du nicht? Weil ich es vergessen habe. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe es mit Absicht besser gesagt. Es stimmt nicht. Der Räder hat mich gefragt, ob er posten soll, weil ich ja Geburtstag habe. Und ich Ja. habe gesagt, Ja. Räder, So. danke, passt. Mir ist gerade eingefallen, ich mache es jetzt. Genau. Ja. Und du hast ja gesagt, ich gehe gerade aus dem Restaurant raus und dann habe ich gesagt, was hast du gegessen? Ja. Ist schön, dass er da jetzt rechtfertigt, aber das akzeptiere ich nicht. Und was juckt die sonst noch? Was mir auch noch sehr, sehr wichtig ist tatsächlich, ist, was Leute in öffentliche Verkehrsmittel ratschen. Wenn ich in eine Bahn einsteige und ich sitze oder stehe vor jemandem oder hinter jemandem, der ratscht und hierher ist es ein spicy Thema, da werden die Kopfhörer aber ausgeschaltet, gell? Da höre ich zu, da will ich schon Na. wissen. Geil. Na, Doch, das interessiert mich brutal. Ich kenn die Menschen nicht, die da sitzen. Ich weiß nicht, worüber die reden, aber ich will ganz genau wissen. gab es mal was die dann auch wirklich schockiert hat oder begeistert hat? So eine konkrete Geschichte fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe schon sehr viel Beziehungsprobleme gelauscht, auf jeden Fall. Und dann denke ich mir immer so, mach einfach Schluss.
Trenn die von ihm, er hat die nicht verdient. Aber das ist immer der Ratschlag. Das stimmt. Das stimmt. Egal, was man sagt, egal wer Beziehungsbrief, mach Schluss. Verlasse ihn. Er ist es nicht wert. Was mir ansonsten nur juckt, ist, was es Nice auf eBay Kleinanzeigen gibt. Ich schaue jeden Abend, bevor ich einschlafe, auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe verschiedene Suchaufträge, verschiedene Sachen, die ich mir gern irgendwann vielleicht nochmal kaufen hat. Und dann schaue ich, was gibt's Nice? Gibt's das Geschirr, das ich wollte? Hat das schon jemand? Gibt's diese eine süße Handtasche, die ich will? Endlich einmal. Oder ich schaue auch gern in den Haustiere-Reiter und schaue, ob irgendein süßes Haustier zu Hause sucht, das vielleicht ein Match wird für mich. Ja, das mache ich jeden Abend. Juckt mich sehr, was Nice auf eBay Kleinanzeigen gibt. Magst du mir nur kurz erklären, was ein Suchauftrag ist? Also kannst du da dann einstellen, ich suche Blablabla-Geschirr und dann wird dir das angezeigt, Ja. oder wie? Genau, und dann kriege ich auch eine Push-Benachrichtigung auf mein Handy, wenn ein neuer Artikel Oha. unter dieser Kategorie eingestellt wird. Ja. Aber das ist dann wahrscheinlich ja oft dann auch irreführend, oder? Das ist wie, wo ich mal nach einem Flügel gesucht habe, also ein Klavier. Da kriegst du auf jeden Fall sehr viel Beutel von Spielzeugflügel, von Engelsflügel oder keine Ahnung was. Ja, man muss sehr genau formulieren. Also ich habe zum Beispiel bei dem Geschirr, das ich suche, da habe ich die Marken eingegeben. Du kannst da nur das Jahr eingeben, wo das die Serie rausgekommen ist oder so. Und dann schaue ich. Das ist mein Hobby. Schön. Verena, was juckt die so richtig? Mich juckt richtig, wie man sein Teller hinterlässt, wenn man was isst. Echt? Mir ist extrem wichtig, dass der Teller aufgeräumt ist. Also auch wenn man was übrig lässt, weil man nicht mehr kann, ist okay. Aber bitte, ich möchte, dass das aufgeräumt ist. Ich möchte, wenn ich Knädel mit Sauce isst, dann gibt es keine Sauce mehr zum Schluss. Der Teller ist so sauber, dass der in die Spülmaschine kann. Ohne, dass ich ihn abschläge. Okay. Oder auch bei einem Kuchen, wenn man den isst, dass man dann mit dem Gabelrücken die Bräsel noch auf Dings sieht und sie den noch im Mund schiebt, damit der Teller sauber ist. Ich möchte, dass Teller sauber sind. Auch Servietten, die werden gefeudelt und unter das Besteck reingeschoben. Die werden nicht einfach auf den Teller geschmissen. Und das Besteck. Ja, und dann halt noch ein bisschen als Besteck drüber, sodass die Servietten halt auch nicht wegfliegt, wenn man den Teller jetzt nimmt und wegtragen muss. Genau. Und ansonsten juckt mich so logistische Sachen, wie was eingerammt ist. Also einfach Dinge in den Kofferraum schmeißen, damit sie drin sind, das macht mich wahnsinnig. Die werden so neigrig, dass die da fein säuberlich Platz haben. Erinnert ihr euch an letzte Folge, wo wir gesagt haben, Verena ist die Erwachsene von uns und sie hat ihr Leben im Griff. Das ist Merkt das, das? was wir meinen. Wolltest du mal meinen Kofferraum sehen? Ja, oder Sockenschubladen oder so, dass das einfach System hat. Ich mag gern, wenn Dinge System haben, die wo irgendwo eingerammt sind, egal wo. Das ist mir extrem wichtig. Ich habe gern Struktur. Mhm. Ich finde es krass, wenn man die Struktur halten kann. Weil, also ich kann schon wo eine Struktur einbringen. So ist es nicht. Ich bin in der Lage dazu. Aber ich halte es halt dann einen Tag. Dann ist vorbei. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass das bei mir nicht auch irgendwann vorbei ist, aber dann regt es mich halt so auf, dass ich es wieder schön mache. Vorbildlich. So. Was juckt die, Anja? Also, es ist für mich echt sehr, sehr schwierig, mit meinem Fäkalhumor da nicht zu sagen, mein Arsch. Lass es mir doch endlich sagen. Bitte sag's, Anja. Warte, ich stelle die Frage nochmal und dann kannst du es schön sagen, okay? Was juckt die, Anja? Mein Arsch. Na, hör auf! Da der Witz, der Vater. Ist gut, Manfred. Müll in der Natur juckt mich sehr. Mein großer Traum ist es auch immer nur, mit einer Storchleiter irgendwo hinterm Busch zu hocken und wenn irgend so ein Drecksarschloch beim Bongeh am See, an unseren wunderschönen Seen, da dann sein Müll lässt, dann möchte ich ihm einen Stor aufschießen. Das war mein Traum. Und ich glaube, das ist also ein Verbrechen, da verurteilt die niemand dafür.
Was, den Storschleidermenschen oder den Müllmenschen? Den Storschleidermenschen. Da bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite des Gesetzes, ja. Genau. Also ich bin ja total gegen Gewalt. So. Aber wenn mir jetzt jemand erzählen hat, naja, ich habe jemanden beobachtet, wie er auf jemanden, der wo seinen kompletten Müll am Sylvensteuersee, am Lieblingssee lassen hat, geschossen hat, so dann, naja. Dann das sagen, das hat er verdient. Wenn mich mehr fragt, ich habe nichts gesehen. Wann ruft das nächste Mal aus? Ich bin dabei. Nein, das macht mir echt sauer, was die Leute da alles flackern lassen. Also echt, das ist abartig. Also, wenn man irgendwo geht, dreht man sich nur mal um. Oder diese Volldeppen, die dann da wirklich am Sylvensteuer, an der Brücke, da fahren sie immer alle hin, um dann eine schöne Aussicht zu haben. Verstehe ich ja, alles cool. Kann man sich schön treffen. Und dann lassen die da einer die Pfandflaschen stehen. Ja, meint ihr, dass wir in einer geschissener Stadt da dann irgendjemand zum Flaschensammeln vorbeigeht oder ein Obdachloser, der wird gewiss am Sylvensteuer sein, wo ewig lang keine Zivilisation ist. Also klar, da gibt's schon ein Dorf, aber selbst da müsstest ewig weit zu Fuß hingehen. Also, was soll das? Nehmt eine Drecksflaschen mit, da kommt der scheiß Wind und dann fällt die um und dann schneit sie irgendein Viech droh. Ihr seid richtige blöde Wichser und ich nehme überhaupt nichts zurück. Ich liebe die Rage. Sehr gut. Ja. Voll. Ich hab so viel Rage, wenn es um Müll in der Natur geht. Das mag ich wirklich gar nicht. Verstehe. Vor allem, ich nehme den dann mit, wie den Sieg. Ja, Ich nehme mit. wollte ich dich gerade fragen, nimmst du das da mit? Ja, aber ich fühle mich dabei scheiße. Weil man Ja. denkt, Sommer. Und Zigarettenstumpen heben sie vielleicht auch nicht von allein auf. Ja, ja. Generell Zigarettenstumme draußen hinwerfen, das check ich nicht. Das check ich auch nicht. Und warum ist das quasi so normal, dass man keinen Müll liegen lässt, aber Zigarettenstumpen schon? Hä? Ja, oder wer mehr hat sie den an einen Badeplatz legen, wo lauter Zigarettenstumpen sind? Geht sie Ja. da dann euer Handtuch drüber, weil sie denkt, ach, das ist ja eins mit der Natur. Ja. Zigarettenstummel. Da sagt sie, oh, ist das da Nehmt schön. es mit. Ja, sie fix, mein Gott. Naja, ich als angehende Raucherin müsste das ja jetzt eigentlich verteidigen. Aber ich sag's Nein, euch, aber wie es gibt auch Raucher, die einen Funken Menschenverstand haben. Das kann ja ist nicht so, sein. Ist so. Du kaufst dann nämlich dein Spaßgetränk für 3,50 € und dann trägst du es aus und dann tust du da reinauschen und dann nimmst du das wieder mit, sie fix. Genau. Ja, okay, das mag wahrscheinlich der Pfandsepp auch nicht, aber Nein. immer noch besser, als wir es stehen lassen. Ja, besser als in die Wies schmeißen oder so. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber es geht trotzdem weiter. Was mich sonst noch juckt, wie du Leid behandelst, die dir nichts nutzen. Denk mal drüber nach. Ja. Dann, was mein Orchkatze-Nachbar macht. Ich habe mehrere Orchkatze-Nachbarn, aber einen ganz speziellen, der besucht mich regelmäßig, eigentlich fast täglich. Wir sind gute Freunde. Und im Winter halten Orchkatze Winterruhe. Das heißt, sie kommen alle paar Tage mal raus oder ein paar Tage hintereinander, dann kommen sie mal wieder eine Zeit lang nieder. Und ich denke sehr oft drüber nach, was Orchkatze gerade macht. Also ich denke sehr drüber nach, ist ihm was passiert, geht es ihm gut, schlaft er, chillt er, hat es schön warm, ist ihm zu kalt, ist ihm zu laut und so. Ich habe mich so gefreut, dass er am Neujahr gekommen ist. Und ich dachte, oh Gott sei Dank, du hast keinen Herzinfarkt gekriegt. Also der Orchkatze-Nachbar interessiert mich sehr. Und da, wo ich nur einwerfen res, was die auf jeden Fall mehr juckt als andere Leute, ist, was der Ottfried Fischer gerade macht. Das hast du doch erzählt. dass du die manchmal fragst, wie geht's ihm? Stimmt. Ja, doch, das stimmt. Das frage ich mich wirklich. Bin sehr interessiert an seinem Privatleben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das ist das, was ich einwerfen wollte. Ja, ja. Und zu Recht. Zu Recht. Dann, was mich auch juckt, wie man sich in andere Länder verhält. Also, ich google das vorher, wenn ich in irgendein Land fahre, was da so die Verhaltensregeln sind, vor allem was Trinkgeld betrifft. Das google ich immer, wie da die Regeln sind. Und es macht mir sauer, wenn das vorher jemand in Deutschland zum Beispiel nicht googelt, weil der Italiener an sich hat mir in der Bar, in der ich gearbeitet habe, nie ein Trinkgeld gegeben. Ah, okay. Da denke ich mir, googelt's, sie fix. Und was mich auch noch juckt, ist, ob ich nerv.
ich denke mir sehr oft, nerv ich gerade und ich mache oft Sachen nicht oder halte mich zurück, weil ich jemanden nicht nerven will, oder wo dann jemand vielleicht denkt, ich mag die Person nicht oder so, weil ich mich zurücknehme. Nein, ich will einfach nicht nerven. Ich darf mir auch wünschen, dass sie, also nicht so sehr wie ich, aber ein bisschen mehr andere Leute sich da auch mal Gedanken machen, ob sie gerade nerven. Gut, dann hätte ich da eine Sache, die mich juckt, und zwar, wenn sie Leute, die in Bayern wohnen, nicht die das besuchen, da können wir, oder generell, wenn sie Leute über Bayern lustig machen, damit kommen wir richtig gut klar, das ist mir eigentlich egal. Aber wenn Leute bei uns wohnen oder bei uns aufgewachsen sind, noch schlimmer, und sie dann extrem abfällig über den bayerischen Dialekt oder Bräuche äußern, das finde ich, da springt mir das Messer auf. Das finde ich sehr, sehr schlimm, wenn man bei uns wohnt und dann so Sachen sagt wie die bayerische Sprachbehinderung und so. Da möchte ich sagen, hau ab. Dann geh halt. Geh einfach. Ja, geh. Und deine Klage wegen Kurglockengeläut kannst du auch gleich mitnehmen. Ich reg mich nicht auf. Gut, dass du dich nicht aufregst. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer regen sich jetzt auch nicht auf, denn wir werden jetzt die beliebten 2 Kategorien, die 3 besten, die 3 schlimmsten und die Liebesbriefe weglassen, weil wir schon ewig aufnehmen und ich sag's euch, wie es ist, ich muss in Urlaub. Ich fahre jetzt gleich in Urlaub. Also auf geht's jetzt. Gas! Dann ist jetzt soweit. Mit großer Freude küren wir den allerersten Wellensittich der Woche. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Und es ist mir eine große Freude, den ersten Wellensittich der Woche zu verkünden. Und zwar ist es die Luisa. Die Luisa hat uns nämlich von Anfang an liebe Nachrichten geschrieben und hat geschrieben, dass das der Podcast ist, auf den sie schon immer gewartet hat. Und das hat uns richtig, richtig gefreut, weil sie das Ganze quasi schon gemacht hat, bevor sie gewusst hat, dass dafür Belohnung geben wird. Danke, Luisa, für deinen Support. Wir schicken dir auf jeden Fall eine DM und dann gibst du uns deine Adresse und dann kriegst du eine Kleinigkeit zugeschickt zur Belohnung als Wellensittich der Woche. Also nehmt euch gern ein Beispiel an der Luisa, schreibt uns nicht die Nachrichten. Zumindest haben wir uns diese Woche darauf fokussiert. Nächste Woche werden wir uns vielleicht auch noch mehr anschauen, wer eigentlich bei uns so kommentiert, bei den Social-Media-Beiträgen. Da könnt ihr uns nämlich folgen. Und zwar auf TikTok, Instagram, YouTube. Da findet ihr uns unter Wellensittich Stammtisch. Und wenn ihr gerade dabei seid und euer Handy in der Hand habt und ihr uns sowieso gerade Herz auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, dann schaut's mir nach, ob es uns schon eine gute Bewertung gegeben habt. 5 Sterne, dann uns schmecken. Lasst es uns da. Danke. Danke, Farida, wir wünschen dir einen schönen Urlaub. Danke. Viel Spaß im Urlaub. Merci. Für Bis zum nächsten Mal. Also na, sowas hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt.